Die Zinswende ist da! Endlich! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Friedrich & Weig Vermögenssicherung. Bevor Sie jetzt Ihr sauer verdientes Geld aufs Sparbuch tragen, weil Sie 2, 3, 4% Verzinsung erwarten, muss ich Sie leider enttäuschen, denn die erhoffte Zinswende nach oben ist ausgefallen, denn es geht nach unten. Die EZB und die amerikanische Notenbank Fed haben in ihrer Junisitzung verkündet, dass sich die Konjunkturaussichten massivst eingetrübt haben und man aus diesem Grund bereit ist, alles Nötige zu unternehmen, um die Konjunktur, um die Inflation anzukurbeln. Das bedeutet, dass die erhoffte Zinserhöhungen, die in Aussicht gestellt worden sind, zum Beispiel von der EZB, man hatte ja gesagt, Mitte 2019 geht's hoch, hat man jetzt erstmal verschoben auf Mitte 2020. Das heißt, die Enteignung der Sparer, die Enteignung von uns Bürgern geht radikal weiter. Und Sie kennen meine Prognosen, nämlich die Frage, die oft kommt, sehen Sie hier, wann steigen endlich wieder die Zinsen in der Eurozone? Und die Antwort finden Sie hier. Nie wieder. Das ist ganz einfach zu erklären, denn würden die Zinsen in der Eurozone von aktuell 0% um 1 oder 2% nur steigen, dann würden Länder wie Italien, Portugal, Spanien, Frankreich, Griechenland und so weiter massive Probleme bekommen und wären de facto eigentlich bankrott. Das heißt, die EZB ist in der Zinsfalle. Sie kann die Zinsen gar nicht erhöhen. Denn es würde den Euroraum zerstören, es würde einige Länder in die Pleite treiben und natürlich auch, es würde Parteien am linken und rechten Rand weiter bestärken. Das bedeutet, wir werden, solange wir in der Eurozone sind, solange wir im Zinskorsett der EZB sind, nie wieder steigende Zinsen erleben. Ganz im Gegenteil, wir erwarten sogar Negativzinsen. Denn Mario Draghi hat es ja angekündigt. Er hat gesagt, wir sind bereit, die Zinsen zu senken. Schauen Sie sich den Chart an, wir sind momentan bei 0%. Seit März 2016 haben wir in der Eurozone einen historisch tiefen Zins von 0%. Noch nie in der Geschichte der EU oder auch der EZB oder auch der Menschheit hatten wir so lange, so tiefe Zinsen. Selbst während der großen Depression in den 30ern hielt die Niedrigzinsphase nicht so lange an wie aktuell. Seit März 2016 haben wir die Nullzinsphase und die werden wir auch weiter behalten. Das heißt, wir haben die tiefsten Zinsen seit 5000 Jahren. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist ein einmaliges Notenbankexperiment, das wir hier erleben. Keiner weiß, wie es ausgehen wird, aber klar ist, die EZB ist in der Falle. Das heißt, wir Bürger zahlen die Zeche, damit dieses Geldkarussell überhaupt noch am Leben erhalten bleibt. Parallel hat Mario Draghi jetzt schon angekündigt, den Banken, die natürlich massivst leiden unter dieser Nullzinsphase. Letztes Jahr hat man ungefähr 8 Milliarden Euro verloren. Das heißt, immer mehr Banken kommen in die Bredouille. Auch dahingehend unsere Prognose ist, wir werden ein grandioses Massensterben erleben. Bei den Banken, aber auch bei den Versicherungen, bei den Pensionskassen. Die ersten Pensionskassen haben jetzt schon und Betriebsrenten haben jetzt schon ihre Versprechungen zurücknehmen müssen. Die Caritas um 120 Millionen Euro. Also da werden viele ein böses Erwachen haben, wenn sie in Rente gehen und sehen, Mensch, die Rente ist doch nicht so üppig wie gedacht oder wie versprochen. Das heißt, diese Nullzinsphase knabbert nicht nur an unserer Rente, an unserem Guthaben, an unserer Altersversorgung, sondern auch bei den Betriebsrenten, bei den Pensionskassen, an denen ihrer Rendite. Da werden wir massive Probleme in Zukunft erleben. Das bedeutet aber auch, dass wir Bürger seit 2010 haben wir durch die Niedrig- und Nullzinsphase, jetzt schon in Deutschland, haben die deutschen Sparer, zahlen Sie sich fest, 500 Milliarden Euro verloren. Die sind einfach weg. Die fehlen für das Alter und für die Rente. Das ist unwiederbringlich. Das heißt, dieses ganze Experiment zur Euro-Rettung, wir haben ja diesen Dauerkrisenmodus in der Eurozone. Ne? Also seit 10 Jahren haben wir Aufkaufprogramme, haben wir Nullzinsphasen, Niedrigzinsphase, haben wir eine halbe Billion, 500 Milliarden Euro jetzt schon quersubventioniert, um das ganze Karussell, dieses ganze Experiment überhaupt noch künstlich am Leben zu erhalten. Also sind fatale Auswirkungen, die wir in Zukunft erwarten dürfen durch diese Nullzinsphase. Und jetzt, gucken Sie sich das an, wir hatten das Aufkaufprogramm PSPP, da hat man 2,59 Billionen Euro
ins System gepumpt, um Staatsanleihen zu kaufen von Staaten in der Eurozone, wo wir alle wissen, die werden niemals wieder auf den grünen Zweig kommen, die werden diese Schulden niemals zurückzahlen können. Aber auch Unternehmensanleihen zu kaufen von Unternehmen, wo wir alle wissen, das sind Zombie-Unternehmen. Die Bank of America, aber auch die Bank of International Settlement, das ist die Notenbank der Notenbanken in Basel, haben errechnet, dass 12-15% aller Unternehmen in der Eurozone sogenannte Zombie-Unternehmen sind. Das heißt, ohne dieses billige Geld wären die schon längst über die Wupper gegangen. Also wir haben die Marktwirtschaft eigentlich ausgehebelt. Wir versuchen jedes Risiko, jede Rezession mit der Notenbankpresse oder mit Nullzinsphasen zu lösen, in die Zukunft verschieben. Aber die Probleme werden sich nicht auflösen in Luft. Nein, ganz im Gegenteil. Die werden nur noch größer, die potenzieren sich. Und die Macht, die Auswirkungen werden noch drastischer werden. Die Kollateralschäden werden historisch werden. Wir werden den größten Crash aller Zeiten erleben. Es wird episch werden, weil an allen Fronten bricht es zusammen. Es ist der perfekte Sturm, den wir hier erleben. Noch nie war mehr Geld im System, noch nie waren die globalen Zahlungsströme miteinander enger verbunden und noch nie hatte man mehrere Fronten, an denen man kämpfen musste, in Wirtschaft, in Politik und Gesellschaft, denn da bricht es überall durch. Das bedeutet aber auch, dass die Notenbank jetzt mit dem neuen Programm kommt, nämlich TLTRO. Das sind langfristig laufende Kredite für Banken zu extrem günstigen Konditionen. Weil Sie dürfen nicht vergessen, die Notenbanken geben den Banken immer noch für 0% Geld aus. Aber wenn die Banken, die Geschäftsbanken Geld bei der EZB einlagern müssen, müssen sie 0,4% Minuszins zahlen. Deswegen sehen wir auch immer mehr Kontoführungsgebühren. Ja, also ich weiß nicht, was Sie zahlen, aber ich zahle zum Beispiel 9,90 € im Monat für mein Girokonto, obwohl ich alles selber mache. Online-Banking, ich habe schon seit Jahren keine Filiale mehr besucht. Ne? Also ich mache alles selber und Sie so wahrscheinlich genauso. Also sehen wir, ab September 2019 werden wir bis 2021 dieses weitere Bankenstützungsprogramm sehen, weil die Banken leiden natürlich unter dem niedrigen Zins, unter dem Nullzins, den bricht das Ertragsgeschäft weg. Das sind 70% der Umsätze gewesen. Und aus diesem Grund erleben wir auch ein Bankensterben sondergleichen, weil die Kosten immer mehr die Erträge abfespern und wegfressen. Deswegen sehen wir ja jetzt schon bei Banken Fusionen, Filialschließungen, Geldautomaten werden zugemacht, Fusionsversuche, ne? Und natürlich auch Entlassungen. Wir sehen es bei der Deutschen Bank, 20.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen und so weiter und so fort. Also ein großes Bankensterben wird kommen, weil parallel haben wir noch die Fintechs, wir haben immer mehr Online-Banking, wir haben Kryptowährungen, Libra und so weiter, Bitcoin. Also wir erleben gerade die Revolution der Finanzindustrie, parallel noch und dann noch die Digitalisierung. Also da werden wir auch interessante Entwicklungen in Zukunft erleben. Aber kommen wir zurück zur EZB. Die EZB ist also gefangen, sie kann die Zinsen niemals erhöhen, deswegen muss ich Sie enttäuschen. Geld macht definitiv keinen Sinn auf dem Konto zu lassen. Es wird nie wieder Zinsen geben, ganz im Gegenteil, Negativzinsen sind zu erwarten. Denn wo soll denn Mario Draghi jetzt hinsenken? Wir sind bei 0%. Wenn man jetzt die Zinsen senkt, dann heißt es Negativzinsen. Das bedeutet, in Zukunft müssen Sie, wenn Sie Geld auf dem Konto haben, weil Sie brauchen ja, also Sie können nicht alles abheben, Sie brauchen ja noch Geld für die Miete, für irgendwelche Lastschriften, Stromanbieter, Internet und so weiter, ja, dann haben Sie vielleicht 1.000 € auf dem Konto, aber dann kommt halt der Minuszins, minus 0,25, 1%. Sie dürfen nicht vergessen, in der Schweiz sind es schon minus 0,75%. Das ist momentan der höchste Negativzins weltweit, aber auch der kann natürlich weiter erhöht werden. Und wir haben es in unserem dritten Buch ja erwähnt. Im Kapitalfehler haben wir das schon prognostiziert. Wir sagen, die Eurozone braucht ungefähr, um überleben zu können, einen Negativzins von zwischen minus 4 und minus 7%. Es gibt eine kleine amerikanische Bank, die ist uns dem beigepflichtet vor 2 Jahren, hat nämlich diese Bank errechnet, die Eurozone braucht, um zu überleben, einen Negativzins von minus 5 bis minus 7%. Die Bank kennen Sie nicht, die heißt JP Morgan. Aber Fakt ist, deswegen macht dann auch der IWF-Vorschlag Sinn, dass man praktisch Bargeld genauso besteuert wie Kontoguthaben, um einen Bankenrun zu verhindern. Auch dazu habe ich ein schönes Video gemacht, schauen Sie sich das an. Der IWF hat nämlich vorgeschlagen, um einen Bankenrun zu verhindern, damit die Menschen ihr Geld vom Konto abheben, damit wir keine hässlichen Bilder sehen mit Schlangen vor den Banken, dass man einfach das Bargeld genauso besteuert wie die Kontoguthaben. Also das heißt, wenn wir minus 1% hätten in der Eurozone, müssten Sie 1% Minuszinsen auf dem Konto bezahlen, aber auch 1% auf Ihr Bargeld. Sie sehen, umso verzweifelter die Situation, umso verzweifelter auch die Aktionen der Regierungen und der Politiker. Fakt ist,
Die Nullzinsphase bleibt uns erhalten, mindestens bis 2020 hat Mario Draghi jetzt schon verkündet nach der letzten Sitzung, und er hat natürlich verkündet, dass sie weitere Aufkaufprogramme tätigen werden. Die EZB ist jetzt schon größter Eigentümer der italienischen Staatsanleihen. Da gibt es hier dieses schöne Bild. 350 Milliarden hat man jetzt schon in die italienische Wirtschaft gepumpt, um Staatsanleihen zu kaufen, aber auch natürlich um Unternehmensanleihen zu kaufen von Zombie-Unternehmen in Italien, von diesen ganzen Banken. Und wenn die umkippen, dann ist sowieso Game Over angesagt. Also ein perverses Spiel, völlig krank. Und jetzt haben wir diese 2,59 Billionen Euro mit diesem Aufkaufprogramm PSPP den Unternehmen zukommen lassen. Wir haben das mal in Relation gestellt, das sehen Sie hier an diesem Chart, was man damit machen könnte. Wir könnten 7,5 Mal zum Beispiel den deutschen Bundeshaushalt finanzieren. Oder wir könnten alle DAX-Aktien kaufen, hätten sogar noch 1 Billion Euro übrig. Oder wir könnten einfach 3,5 Mal Apple kaufen. Oder wir könnten zum Beispiel auch 100 Millionen VW Golfs kaufen, um VW, Volkswagen zu unterstützen. Wir sind im Endspiel der Notenbanken. Die Notenbanken kommen an die Grenze ihrer Möglichkeiten. Das Ende unseres Geldsystems bahnt sich an. Und das Gleiche sehen wir in den USA. Die USA haben jetzt schon bei nur 2,5% die Zinsen schon wieder gestoppt, die Zinserhöhungen, die angekündigt worden sind. Ich möchte Sie daran erinnern, wir hatten seit März 2015 bis Ende 2018 hatten wir Zinserhöhungen, 9 Zinserhöhungen insgesamt auf 2,25 bis 2,5%. Und dann im Dezember 2018 die letzte. Das hat dann auch den Finanzmärkten den Rest gegeben. Wir hatten letztes Jahr ein Minus in den Aktienmärkten von knapp 20%. Auch der Dow Jones musste massivst in die Knie gehen, weil die Notenbanken in den USA die Zinsen immer weiter erhöht hatten und auch das Geld aus den Märkten rausgezogen hat. Man hatte versucht, die Bilanz der amerikanischen Notenbank, die bei über 4,5 Billionen Dollar war, zu reduzieren, hat es auch gemacht, hat ungefähr 500-600 Milliarden rausgezogen, hat dadurch aber auch einen kolossalen Aktiencrash fabriziert, und zwar nicht nur in den USA, sondern weltweit. Und jetzt fangen die Notenbanken schon wieder an, weltweit Zinsen zu senken. Indonesien, Australien, China. China hatte die größte Zinssenkung aller Zeiten, 3,5 Punkte, größer wie während der Finanzkrise 2008. Auch das spricht eine deutliche Sprache. Neuseeland und so weiter. Und das werden wir überall sehen, Zinssenkungen, weil wir sind in einer Rezession, das kündigt sich an. Wir haben das schwache Wirtschaftswachstum in China. Wir haben verheerende Autoabsätze in China, dem wichtigsten Markt für die Automarken. Das habe ich auch in diesem Video schön dargestellt, wie es da massiv runtergeht bei deutschen, aber auch bei chinesischen Herstellern. Wir haben eine Inflation, die nur im Mai in der Eurozone bei 1,2% war. Die EZB möchte ja 2%. Wir haben den Brexit, wir haben den Handelsstreit zwischen USA und China. All das belastet die Konjunktur und die Rezession kündigt sich an. Wir haben ja ganz klar gesagt, 2019, 2020 werden wir eine Rezession erleben, und ob man die dann nochmal auffangen kann durch eine koordinierte Notenbankaktion ist mehr als fraglich, weil die Probleme haben sich, wie schon erwähnt, seit 2008 nicht gelöst, sondern lediglich wurden die mit Geld überdeckt, mit niedrigen Zinsen verdeckt und haben sich massiv potenziert nach oben. Aus diesem Grund sollte man wirklich überlegen, was macht man mit seinem Geld. Auf dem Konto macht es keinen Sinn, da kann man jederzeit enteignet werden. Sie müssen einfach massiv aufpassen, wohin Sie Ihr Geld stecken. Die OECD hat jetzt auch für die Eurozone die Wachstumsaussichten massivst nochmal nach unten gekürzt, von 1,8% nur noch auf 1%. Und der Euro, der liegt auf dem Sterbebett. Es ist doch keine Frage mehr, ob der Euro crasht, sondern wann. Auch da habe ich ein schönes Video gemacht, die ganzen Fakten, warum der Euro zum Scheitern verurteilt ist. Und die EZB versucht als einsamer Ritter den Euro noch künstlich am Leben zu erhalten. Wir sind noch seit 2008 im Dauerkrisenmodus. Nie haben wir den Krisenmodus verlassen. Immer noch Nullzinsphase, immer noch Enteignung der Sparer, der Bürger und jetzt wieder Aufkaufprogramme und Bankenstützungspakete mit TLTRO. Und ich kann Ihnen auch versichern, wir werden Zinssenkungen erleben in den Negativbereich, und wir werden auch weitere Aufkaufprogramme erleben für Staatsanleihen, für Unternehmensanleihen, um das Ganze überhaupt noch irgendwie über die Bühne zu bringen. Und das ist absoluter Wahnsinn, was hier passiert. Für mich als Schwabe und als Ökonom ist es ein Albtraum. All das, was wir in unserem Studium gelernt haben, was früher funktioniert hat, wurde einfach ausgehebelt. Wir versuchen gerade mit einer historischen Notenbankpolitik die Mathematik zu überlisten. Und es ist eine Hybris. Es wird schief gehen. Geben Sie diesem Video bitte jetzt schon einen Daumen nach oben. Teilen Sie es mit Ihren Freunden und Bekannten, weil umso mehr Menschen darauf mental, aber auch monetär vorbereitet sind,
umso glimpflicher läuft es für uns ab als Gesellschaft. Es ist wirklich für mich, ich bin fassungslos, wie verantwortungslos die Politik, aber auch die Notenbanker sind, weil wir fahren hier mit offenem Visier 100% gegen die Wand. Sind wir vielleicht 2008 mit 120 km/h gefahren, haben wir jetzt nochmal richtig Gas gegeben, fahren 160 km/h, die Wand ist aber noch näher da und parallel haben wir uns noch abgeschnallt und haben den Airbag ausgemacht, damit es richtig knallen wird. Und diese Kollateralschäden werden wir sehen überall. Sie sehen es jetzt schon an Ihren Versicherungsschreiben wahrscheinlich, wie die Garantieverzinsung immer weiter in den Keller geht. Wir werden Versicherungen sehen, die pleite gehen werden. Auch da gibt es schon die ersten Warnungen der BaFin. Wir werden Banken sehen, die umkippen werden, Banken, die zwangsfusioniert werden und dass sie weniger Geld im Alter bekommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Vor allem, wenn jetzt Herr Olaf Scholz von der SPD, unser Finanzminister, schon anfängt, Quersubventionierung zu betreiben, indem er aus dem Krankenkassentopf was rausnimmt, aber auch die Finanztransaktionssteuer dazu herhalten soll. Dazu mache ich auch noch ein Video. Wir sind im monetären Endspiel. Das ist nicht mehr zu bezweifeln, das ist ganz klar. Und schnallen Sie sich an, genießen Sie die Show. Bitte ist es nur, weil wir dafür alle zahlen müssen. Und die Aussagen der FED und der EZB sind de facto eigentlich die Bankrotterklärung der Notenbanken. Sie geben ganz offensichtlich zu, dass sie am Ende mit dem Latein sind. Vor allem Draghi. Ja, gut, anderer Witz. Aber Fakt ist, wie in den Büchern prognostiziert, sind wir im Endspiel. Es gibt keine Zinserhöhungen mehr. Die Enteignung von uns Sparern, von uns Bürgern geht weiter. Wir werden Negativzinsen sehen. Wir werden weitere Aufkaufprogramme sehen. Das wird natürlich die Märkte erstmal nach oben pushen, aber die Probleme sind bei weitem nicht gelöst. Die Banken werden massivst umkippen. Das sieht man hier auch in den Ertragssaldo der Banken in Deutschland. Da sieht man ganz deutlich, dass die seit der Finanzkrise im Minusbereich sind. Zuletzt irgendwie über 30 Milliarden Minus. Und dass man sich einfach darauf vorbereiten sollte. Es sind spannende Zeiten, aber noch ist das Zeitfenster da, um was zu tun, noch kann man aktiv werden. Der große Turnaround, dass man gesellschaftlich, politisch das ganze Schiff noch wenden kann, das ist vorbei. Da habe ich null Hoffnung mehr. Der Zeitpunkt, der Point of No Return, wie es so schön heißt, der wurde leider fahrlässig verspielt durch irgendwelche Nichtigkeiten, aber so ist es halt, ne? Und die Auswirkungen sind da und Sie können sich aber jetzt durch dieses Video darauf vorbereiten, um nicht ganz so hart getroffen zu werden. In den USA das gleiche Spiel. Die amerikanischen Schulden, die sehen Sie hier, sind fatal. Die Arbeitsmarktaussichten sind auch nicht mehr so toll. Die Wirtschaftslage hat sich generell verschlechtert, unter anderem wegen dem Handelsstreit mit Trump. Und parallel natürlich durch das viele billige Geld sehen wir ja, wer ist Nutznießer? Die Aktienmärkte, die Immobilienmärkte, die explodieren nach oben. Also wenn die Zinsen gesenkt werden, wenn Sie hören, Aufkaufprogramm kommt, dann müssen Sie in Aktienmärkte investieren. Ganz klar, dann geht die Party weiter. Aber das Timing ist dann extrem wichtig. Dann müssen Sie auch zum richtigen Zeitpunkt wieder aussteigen. Setzen Sie nicht alles auf eine Karte, diversifizieren Sie Ihr Vermögen. Nie war es wichtiger, sein Vermögen zu streuen. Denn wer streut, rutscht nicht aus. Und teilen Sie es auf, denn keiner weiß, wann der Tag kommt, aber er wird kommen. Aber solange die Notenbanken die Geldpresse anschmeißen, die Zinsen in den Keller senken, geht die Party tatsächlich weiter. Und wie Robert Fuld von Lehman Brothers ja gesagt hat, solange die Musik spielt, müssen Sie tanzen. Nur wenn die Musik aufhört zu spielen, sollten Sie aufpassen und dann sollten Sie davor schon nach Hause gehen und die Chips vom Tisch nehmen. Goldman Sachs erwartet dieses Jahr noch 2 Zinssenkungen in den USA und die Zinswende ist da. Das sieht man hier an diesem Chart. Hier sehen wir ganz klar, das sind die Leitzinsen der USA seit 1955 und wir hatten bis 1982, da war dann die Zinswende eigentlich, hatten wir immer höhere Hochs bei den Zinserhöhungen und immer höhere Tiefs und seit 82 haben wir immer tiefere Hochs und immer tiefere Tiefs und deswegen war auch ganz klar zu sehen, hier bei der letzten Finanzkrise waren wir bei 5% Zinsen und dann jetzt sind wir bei 2,5. Ich hätte erwartet 3 bis maximal 4%, aber jetzt schon hat man die Bremse eingehauen und hat den Rückwärtsgang wieder eingelegt. Das heißt, jetzt geht es abwärts, aber die USA hat wenigstens einen Puffer, um auf 0% zu kommen. Den haben wir in der Eurozone eben nicht und das wird uns viel Wohlstand kosten. Das wird zu sozialen Konflikten führen, das wird zu Altersarmut führen, zu Enteignungen, also Renten, Versicherungen, das Rentensystem generell, all das wird
beschossen von allen Seiten. Also Sie müssen sich einfach darauf vorbereiten, dass Sie in 10, 20, 30 Jahren viel, viel weniger Vermögen haben oder Versprechungen, die eingelöst werden von Versicherungen, von Banken, aber auch vom Rentensystem, wie jetzt momentan vorhanden ist. Sie dürfen auch nicht vergessen, der Euro hat seit Einführung offiziell schon 30% an Kaufkraft verloren. Was glauben Sie, wie es in 10, 20 Jahren aussieht? Und aus diesem Grund sollte man wirklich aktiv werden. Noch nie war es wichtiger, sich aktiv um sein Vermögen zu kümmern. Bitte geben Sie diesem Video einen Daumen nach oben. Aktivieren Sie unbedingt die Glocke neben dem Abonnement-Button. Teilen Sie dieses Video mit Freunden, mit Banken auch, aber auch mit Bekannten. Und trotz dieser ganzen Nachrichten, die ich jetzt versucht habe, kompakt zusammenzubringen, denken Sie immer daran, die Welt ist besser, als wir immer denken. Herzlichst, Ihr Marc Friedrich von Friedrich und Walk Vermögenssicherung. Bleiben Sie tapfer, bleiben Sie gesund.